Ja, jetzt kommen wir zum Thema Bibel. Ich bin ja Okay. katholisch aufgewachsen, Hartmut. Okay. Nicht unbedingt unfromm. Wir gingen auch in die Kirche, aber wir hatten insofern keine Beziehung zu Gott. Und die Bibel war für mich eigentlich früher eher so ein rotes Tuch. Da habe ich mich nie so rangetraut. Und dann irgendwann, als, ich sage jetzt mal, Gott mich bekehrte oder ich mich bekehren durfte zu seinem Sohn, Jesus Christus, da weiß ich noch, da habe ich die Bibel verschlungen. Ich bin dann zu den Eltern meiner Frau und habe gesagt, habt ihr eine Bibel hier irgendwo? Und dann war dann irgendwo eine verstaubte Bibel und ich habe die Evangelien also wirklich fast aufgegessen. Ja? Mhm. Und das ist das Schöne am Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie oft. Ich habe von dir mal gehört, du liest, glaube ich, jedes Jahr die Bibel einmal durch. Das ist so dein... Ja, ich habe das viele Jahre gemacht, Ja, lese aber oder jetzt so. nach einem anderen Plan. Ja. Da habe ich so ungefähr in 4 Jahren durch. Ja, toll. Aber ich habe sie sonst nach einem Plan gelesen, Ja. mehrere Jahre. Ja. Das ist ja eben das Tolle an der Bibel. Man hat die Evangelien oder das Alte Testament oder die Briefe, was auch immer, im Wort Gottes. Man hat das schon 10, 12, 17 Mal gelesen und man liest es und es ist nicht wie ein Roman, ein toller Roman oder ein anderes Buch. Das legt man dann meistens zur Seite. Wenn es ganz gut ist, liest man es nach ein paar Jahren vielleicht nochmal. Aber die Bibel liest man und liest man und liest man und sie ist immer wieder neu. Lebendiges Wort. Ja, ich muss da immer an den Psalmisten denken. Ich Ja. freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ja. Man gräbt wirklich Ja. wie nach einem Schatz und man entdeckt immer wieder was Neues. Ja. Und das ist für mich schon faszinierend. Und sie ist natürlich wirklich so eine Art Betriebsanleitung für unser Leben. Ja. Sie beantwortet uns alle großen Fragen unseres Menschseins. Wo komme Ja. ich her? Ja. Wozu bin ich hier? Und wo geht die Reise mal hin? Mhm. Da macht die Bibel ganz klare Aussagen. Ja. Und ich werde manchmal gefragt, ja, was ist denn der Inhalt der Bibel? Ich sage, das ist eigentlich ganz einfach. Im Grunde behandelt die Bibel 3 Themenkreise. Der erste Themenkreis heißt Schöpfung. Ja. Und der zweite Themenkreis entstand dann, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist. Er wollte so sein wie Gott. Und dann gibt es eigentlich nur ein Thema, das heißt Erlösung. Ja. Schöpfung, Erlösung, bis ins Neue Testament rein. Und der dritte Themenkreis heißt Vollendung. Ja. Und es zieht sich wie ein roter Faden das Lieblingsthema Gottes durch die ganze Bibel, ja, durch alle 66 oder je nachdem, wie man die Ja, ja. Psalmen zählt, 70 Bücher, Ja, ja. gibt es ein Thema und das heißt Jesus. Ja. Jesus Christus, der Erlöser, zieht sich wie ein Ja. roter Faden. Ja. durch Das die sagt er ganze ja auch Bibel. nach seiner Auferstehung, als er den Emmaus-Jüngern begegnet ist. Genau. Fasst er ja eigentlich die Bibel, so wie es sie damals gab, Altes Testament zusammen. Ja, die Mosebücher, die Propheten und alle Schrift, das sind dann auch die poetischen Bücher, sie haben alle von mir geredet. Eine zentrale Botschaft. Und so praktisch. Ja. Also wie oft erlebe ich das, gerade auch in den Lehrbriefen natürlich auch in den Evangelien, überall, aber man kriegt so wunderbare Anweisungen und auch Ermahnungen, wo man sich vor hüten soll und ja, wo man sich auch anstrengen soll. Es geht natürlich alles nur durch die Gnade Gottes, durch den Geist, der in uns lebt. Aber er braucht ja die Bibel, ja. Die ist wirklich ein ganz, ganz praktisches Ja, für Buch. mich ist einer der zentralen Stellen, wenn es um die Frage geht, was hat sie mit meinem Leben zu tun. Paulus schreibt das ja im selben Testament. Ich habe hier gerade aufgeschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 16. Er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, also Theopneustos, inspiriert, von Gott eingehaucht. Also Gott benutzte Menschen mit ihrer Beobachtungsgabe, mit ihrer Art, seine Gedanken aufschreiben zu lassen. Und dann kommen 4 Punkte. Es ist nützlich zur Lehre. Da sage ich immer gern, Gott will nicht, dass wir dumm sterben. Er will uns informieren, Ja, absolut. dass wir wissen, wer Gott ist, wer der Mensch ist und Ja. wie das Verhältnis Gott-Mensch in Ordnung Ja. kommt. Es ist nützlich zur Überführung und zur Zurechtweisung. Das sind für mich 2 Punkte, die gehören eng zusammen. Ja. Die Bibel ist nicht nur wie ein Spiegel, überführt uns von Sünde, sondern die zeigt uns auch den richtigen Weg Ja. zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ich glaube, wer viel Bibel liest, kriegt ein anderes Gerechtigkeitsempfinden. Das Gewissen wird geschärft. Ja. Und man weiß, wie man sich zu verhalten hat. Und dann sagt Paulus ja, damit der Mensch zugerüstet ist für jedes gute Werk. Das heißt, Gott möchte gerne,
dass wir auf dieser Grundlage dann für ihn tätig sind und gute Werke des Glaubens aus Dankbarkeit tun. Ja. Und dazu brauche ich die Bibel. Ja. Wenn wir diesen Maßstab verlieren, werden wir maßlos. Und das ist das Problem unserer Zeit. Ja. Andere behaupten ja auch, das Wort Gottes zu haben. Ne? Zum Beispiel der Koran sagt ja, die Bibel ist verfälscht. Ja, der Koran ist ja angeblich vom Himmel gefallen. Ja. Aber ich bin so froh, dass die Bibel mitten im Leben entstanden ist. Ich muss immer an den Philipperbrief denken. Ja. Der Freudenbrief, an 15 Stellen erwähnt Paulus die Freude. Ja. Und wo ist die entstanden? Der ist nicht vom Himmel gefallen, der ist im Gefängnis geschrieben worden. Und da merkt man die Lebensnähe. Die Bibel ist tatsächlich lebensnah, sie ist Gottes Wort und spricht hinein in unser Leben. Ja. Und das ist ja auch faszinierend. Man sagt ja, ich glaube ungefähr 40 Autoren in einem Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben worden, von ganz verschiedenen Leuten, ob das jetzt ein König war oder ein Landwirt oder Fischer oder ein Arzt oder ein Pharisäer. Oder ein König. Oder ein König natürlich. Und doch ist die Bibel wie ein Buch. Ne? Ja. Einen roten Faden, als hätte es eine Person geschrieben. Und das ist ja wirklich eigentlich so. Ja, oder? Die Bibel hat im Grunde auch eine innere Struktur. Ich sagte ja vorhin schon die 3 Themenkreise. Ich habe mal gelesen, der Koran, also die Suren sind ja nach der Größe geordnet. Ja. Das hat keine innere Struktur, sondern einfach die längsten Suren sind, glaube ich, im hinteren Teil. Genau weiß ich es jetzt nicht, aber auf jeden Fall nach der Größe geordnet. Und da muss ich manchmal so dran denken, wenn ich an meine eigene Bibliothek in meinem Arbeitszimmer denke, das hat auch eine innere Struktur. Ich könnte mit verbundenen Augen da reingehen. Tatsächlich. Da sind die Bibeln, da sind die Bibelauslegungen, da sind die Bücher zum Thema Erziehung. Ja. Aber wenn ich die alle nach der Stärke der Buchrücken ordnen würde, dann würde ich ja nichts mehr wiederfinden. Ja. Und so ist die Bibel tatsächlich ein Buch, was irgendwie... Es ist außergewöhnlich und besonders. Und es ist ein lebendiges Wort, das uns begleitet durch den Alltag, die Ordnungen und auch die Befehle, sag ich mal, die Hinweise, die Ermahnungen und vor allem aber auch die Verheißungen. Und es ist ja so wie in einer guten Ehe. Man sagt ja, wenn man glücklich verheiratet ist und man miteinander lebt, dann übernimmt der Partner irgendwie auch Teile dessen, den er liebt. Also man hat vielleicht am Anfang der Ehe noch verschiedene Geschmäcker und vielleicht nach 10 Jahren hat sich der Geschmack irgendwie angeglichen. Und ich denke, das ist ja beim Wort Gottes auch. Wenn wir viel ins Wort Gottes hineinschauen und hineinlesen, dann lernt man die Gedanken Gottes zu übernehmen und man wird irgendwie umgestaltet. Man wird geprägt durch das Wort Gottes. Also mich beschäftigt eigentlich in der letzten Zeit immer sehr das Wort aus dem Epheserbrief Kapitel 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Also wo erkenne ich denn Gott? Im Wort Gottes. Ja. In seiner Erkenntnis zu wachsen. Ja, die Bibel ist ein großes Geschenk. Und guck mal, man hat immer wieder versucht, in der Geschichte die Bibel zu vernichten, auszurotten. Und es gibt ja heute noch Menschen, die werden, wenn sie die Bibel besitzen, verfolgt. Aber ich glaube, ich las mal bei einem der großen Kommunisten, dass es irgendwann nur noch Mao-Bibeln geben sollte. Ja, das wurde mal gesagt. Ja. Und geh mal in einen gut sortierten Buchladen und frag nach einer Mao-Bibel. Die wirst du nicht nach einer Mao-Bibel, die wirst du nicht finden. Ja. Aber die Bibel an sich, die wirst du in jedem Buchladen finden. Ja. Und es gibt ja kein Buch, was so oft übersetzt wurde. Ja. Ich glaube, manche Bibelteile fast schon in 3000 Sprachen. Das ist schon Wahnsinn. Und die Bibel ist einfach Gottes Wort und sie ist wahr. Ja. Ich habe ja in meinem Studium, musste ich ja auch fürs Lehramtsstudium Pädagogik belegen und ich habe damals noch gelernt, Erziehen heißt Kindern Freiräume schaffen, damit sie sich frei entfalten können. Es war die Zeit der Antipädagogik. Später, in den 90er Jahren, gab es schon wieder Bücher, Kinder brauchen Grenzen. Und da muss ich so dran denken, die Bibel macht das ganz deutlich. Ja. Sie ist kein Erziehungsbuch, aber was sie über Erziehung sagt, stimmt. Das stimmt. Ja. Und das ist das Faszinierende. Ja. Und ich habe festgestellt, es gibt nichts,
was die Bibel wirklich sagt, was im Widerspruch zu dem steht, was die Wissenschaft wirklich weiß. Ja, und wenn die Wissenschaft meint, sie wisse es besser, ist es ja oft so, dass nach Jahren dann eine neue Erkenntnis kommt und dann sieht man wieder, siehst du. Ja, gab ja mal so ein schönes Buch. Und die Bibel hat? Doch recht. Genau. Genau. Das ist eigentlich unser Motto. Ja. Also wenn ich heute was nicht verstehe, liegt das nicht daran, dass Gottes Wort unvollkommen ist, sondern es liegt an meinem begrenzten Verstand. Ja. Also was haben wir es gut, dass Gott sich uns offenbart hat durch sein wunderbares Wort und wir können die Zuschauer und Hörer immer wieder nur ermutigen, lest in der Bibel. Ja, nicht verkrampft, aber mit Liebe. Wir verteilen ja unglaublich viele Bibeln. Ja. Und ich hätte jetzt auch den Mut, den Zuschauern zu sagen, wer keine Bibel hat, der soll uns schreiben, dann kriegt er eine geschenkt. Bah, habt ihr das gehört? Ja. Wer keine Bibel hat, aber eine möchte, wer jetzt neugierig geworden ist, der darf an die Verlagsgesellschaft Dillenburg schreiben oder mailen und sich eine Bibel wünschen und da bekommt er eine zugeschickt. Du bist ja auch bei den Gideons, ne? Und sorgst auch dafür. In den Hotels, habe ich jetzt gehört, da guckst du immer, liegt eine Bibel aus auf dem Zimmer und dann erwähnst du das auch, ne? Ja, die Bibel gehört in unserem Leben. Verbreitet werden. Und ich glaube, es war Immanuel Kant, der große deutsche Philosoph, der mal gesagt hat, die Bibel schlecht zu machen, ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Ja. Also ich weiß nicht, wie er persönlich zu der Bibel und zu Gott stand, aber er hat die Bibel unglaublich wertgeschätzt. Ja. Und es gibt ja viele, wenn man sie fragen würde, welches Buch würdest du mitnehmen, wenn du nur noch ein Buch mitnehmen dürftest? Ja, das sagen viele. Dann sagen viele die Bibel natürlich, weil sie ist Gottes Wort. Ja, Amen. Amen. Vielen Dank, Hartmut. Gerne.